Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Leute, diesmal, was? 11. Bundesligaspieltag? 12., 11. war? 11. Bundesligaspieltag. Ich hätte jetzt gesagt zum bayerischen Derby, aber das war kein Derby heute. 3:0 Sieg zu Hause gegen den FC Augsburg. Bevor wir reingehen in den Bums, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, lasst doch gerne ein Abo da. Kostet euch nichts, außer ein Klick, ist vielleicht kostenlos auf YouTube und ihr unterstützt damit einfach, was ich hier so tue. Gut, meine Meinung zum Spiel. Weiß ich nicht. Ich meine, wir sehen das immer mal wieder, dass eine Mannschaft so agiert in München, ihr Heil irgendwie versucht in der Defensive zu erlangen. Weiß ich nicht. Hat für mich nichts mit Fußball zu tun gehabt und schon gar nicht irgendwas Derby-Charakter oder auch nur ansatzweise mal Emotionen auf dem Feld zu bringen von Augsburger Seite. Das war gar nichts. Ja, das war hinten einmauern und hoffen und beten, dass man irgendwie nur 1 oder 2 Tore kriegt. Selbst dann, wo das Tor gefallen ist, hat man nichts daran geändert, hat den Stiefel weiter runtergespielt, um was zu tun. Um in den letzten 10 Minuten dann zu versuchen, weiß ich nicht, uns kalt zu erwischen oder was. Das kann nicht klappen. Das kann nicht klappen. Das hätte letzte Saison vielleicht noch geklappt. Diese Saison klappt das nicht. Dafür sind wir zu sehr konzentriert, zu abgebrüht mittlerweile im Spiel. Und ja, klar, wir haben uns jetzt nicht die 100%igen erspielt. Ja, brauchen wir nicht drüber rumreden. Teilweise war es auch ein bisschen langatmig, langweilig. Alles gut. Augsburg hat es sehr gut gemacht. Erste Halbzeit gerade sehr gut gestanden und so weiter. Ja, weiß ich nicht. Hat für mich nichts mit Fußball zu tun und schon gar nicht, wenn man da hinkommt und sagt, so, ja, wir sind der FC Augsburg, wir haben eigentlich Ambitionen, um irgendwie mal am Europapokal zu schnüffeln. Nee. Ja, ihr könnt daran schnüffeln, nicht in die Abstiegszone zu geraten. Naja, ihr könnt euch im Mittelfeld einreihen, das war es aber auch. Also wenn man so mutlos auftritt, keine Ahnung, weiß ich nicht, wie man irgendwas, ich meine, die haben auswärts noch kein Spiel gewonnen, davon mal ab. Aber mit so einer Einstellung kannst du auswärts auch nicht punkten, Alter. Ja, und schon gar nicht in München. Das ist ja völlig fein, dass du nicht blindlings ins Messer läufst gegen uns. Das fühle ich ja, das ist ja alles gut. Aber da war ja gar nichts. Ja, da war ja nicht mal irgendwie, dass man mal gesagt hat, ja komm, es ist mal 10 Minuten, jetzt mal eine Drangphase oder Augsburg versucht mal den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Da war nichts. Null. Die standen einfach hinten drin, haben die Räume zugemacht. Das war alles. Ja. Und die haben das Glück gehabt, erstmal haben sie es gut gemacht, erste Halbzeit, ja, da haben wir wenig Ideen gehabt, die haben zu langsam gespielt. Alles ging über links, wir haben Michael gar nicht richtig eingebunden. Warum auch immer, zweite Halbzeit war es besser, weil er besser eingebunden war, da waren wir auch in der Offensive gefährlicher. Es haben die letzten paar Zentimeter, die letzte Konzentration gefehlt. Wir haben es 2, 3 Mal gesehen mit Pässen von Musiala auf Kane, mit Pässen von Kane auf Musiala. Das ist aber auch normal, nach der Länderspielpause tun wir uns immer erst ein bisschen schwer. Aber ansonsten war es eine hochkonzentrierte Leistung von uns. Ja. Also wir haben ja im Gegenpressing, wir haben Augsburg ja auch gar nicht dazu kommen lassen, mal umzuschalten. Ja, wir waren ja immer gleich da, wir waren präsent. Ob es unsere Innenverteidiger sind, ob es die Leute in der Rückwärtsbewegung waren, ja auch in Harry Kane gerade war da sehr stark unterwegs, heute immer wieder. Ja, und dann sieht das natürlich so aus, wie es aussieht. Ja, aber dieses Spiel auch nur ansatzweise ein Derby zu nennen, wäre eine Frechheit. Also das hatte null Derby-Charakter. Und das ist nicht unsere Schuld, dass das null Derby-Charakter hatte, sondern die Schuld von Augsburg. Ja, das ist meine Meinung. Soll unsere Leistung nicht schmälern, alles gut. Ja, wir waren geduldig, wir haben es runtergespielt. Wir haben es immer wieder versucht. Wir haben viele Flanken dann auch geschlagen, zweite Halbzeit. Wir haben auch den einen oder anderen Fernschuss genommen, was alles nicht präzise genug war. Ja, es musste dann 11 Meter her, was ein klarer Elfmeter war. Harry Kane war schon mit dem Kopf da, hätte er den Arm nicht da gehabt, wäre es auf jeden Fall eine Torchance gewesen. Und das zweite Ding war für mich auch ein klarer Kontakt, auch ein klarer Elfer. Und dass Harry Kane dann das dritte Ding so abgewichst macht, Alter, der wollte das genau so. Ja, der wollte den Ball genau so da annehmen.
Das war natürlich Weltklasse, da brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, ja, mehr gibt es nichts zu sagen. Ja, wir müssen das nicht schlecht reden, wir müssen es auch nicht bärenstark reden. Es war eine konzentrierte, souveräne Leistung von uns. Und das hat gegen ein harmloses Augsburg gereicht. Ja, das trifft es eigentlich am ehesten. Gut, werfen wir mal einen Blick in die Statistiken rein. Ja, 13:0. Ich mache nochmal hier den Aktualisierungsbär, weil ihr wisst, ich bin immer direkt nach dem Spiel am Start. Gut, Ballbesitz 79,8 zu 20,2. Abseits 1:0, Fouls 9,9, Zweikampfquote 55,45. Das sagt schon einiges aus. Ja. Nochmal, das hatte nichts vom Derby-Charakter. Ja. Also, Schüsse aufs Tor 14:1. Schüsse insgesamt 33:2. Das hört sich natürlich jetzt mega an. Wie gesagt, das war zum großen Teil sehr ungefährlich, sehr unpräzise von uns. Aber da sieht man, wir waren super bemüht. Wir waren 90 Minuten dabei, haben versucht, nach vorne zu spielen. Ja, uns haben die Ideen gefehlt. Wir haben nicht immer die richtigen Mittel gefunden. Ich habe es gerade schon gesagt, wir haben auch öfter mal die falsche Entscheidung getroffen. Gar keine Frage, ja. Aber wir haben am Ende des Tages das Ding 3:0 gewonnen und das völlig ungefährdet. Völlig ungefährdet. Ja. Also, Schüsse insgesamt 33,2, Ecken 8,0, angekommene Pässe 812 zu 153, Flanken 21,3. Schüsse insgesamt, Musiala 10, Kane 6, Kimmich 5. Torschussvorlagen, Goretzka 1. Gewonnene Zweikämpfe, Musiala 9, Michael 8, Goretzka 6. Ballkontakte 143 Kimmich, 136 Davis, 127 Kim. Gefoult worden, schenken wir uns wie immer. Note, also mich hat die Aufstellung überrascht, dass ein Guerrero gespielt hat, anstatt ein Conny Leimer. Ich habe mit Conny Leimer gerechnet eigentlich. Ansonsten habe ich mit der Aufstellung gerechnet, wie sie war. Ich hatte noch, glaube ich, einen Gnabry in der Bayern-App im Tippspiel anstatt Coman von Anfang an gebracht. Aber das war ja eh so eine 50-50-Entscheidung. Von daher, alles gut. Mannschaft war gut eingestellt. Die Wechsel, kann man jetzt drüber streiten, ob man vielleicht hätte Tacken eher reagieren sollen. Aber ich denke, man hat auch ein bisschen gewartet auf irgendeine Reaktion vom Gegner, die einfach nicht gekommen ist. Von daher, ja, würde ich Vinny heute eine 2,5 geben. Man hatte zwischenzeitlich mal so ein bisschen das Gefühl, so vielleicht hätte man mal ein bisschen was anderes ausprobieren können, ja, was dann gerade erste Halbzeit schon sehr zäh war. Hätte man sich vielleicht mal gewünscht, dass wir ein bisschen mehr rochieren oder dass wir mal Musiala weiter nach vorne oder weiter nach hinten ziehen, obwohl Musiala sich dann immer hat auch wieder fallen lassen. Das war schon ganz gut. Ja, Kompany hat ja auch versucht, dann war ja auch die Unterbrechung, hat er versucht einzugreifen, ein bisschen was angepasst. Von daher am Ende des Tages, ja, 2,5, denke ich, ist eine faire Geschichte. Gut, machen wir mal die Aufstellung auf. Nicht, dass ich wieder jemanden vergesse, war. Man könnte ja Manuel Neuer vergessen, er hat ja nichts zu tun gehabt. Hat natürlich wieder einmal, ich weiß nicht, zweite Halbzeit, das war, wo Augsburg einmal aufgerückt ist, hat er ja wieder so einen katastrophalen Ball auf den Josh gespielt. Das hätte schon wieder ins Auge gehen können. Das war schon wild. Aber ansonsten, keine Ahnung, was sollen wir an Manuel Neuer benoten, Alter? Dass er nicht eingefroren ist. Von daher für mich Note 3. Ja, hat keine groben Abspielfehler gehabt oder sonst was. Alles war gut, Stellungsspiel war gut. Aber wie gesagt, gefühlt war Augsburg 2% der gesamten Spielzeit in unserer Hälfte. Also, was soll mit da Manuel Neuer bewerten? Ja, ist natürlich wild. Gut, dann fangen wir oben an. Da fangen wir mit einem Fonzie Davis an. Da ist er. Fonzie Davis, boah, weiß ich nicht. Tue ich mich heute schwer mit. Ja, erste Halbzeit hat er mir ganz gut gefallen. Aber er hatte immer wieder 1, 2 so kleine Aussetzer drin und mir hat gerade auch ihn und King auch. Wir haben so viel über die linke Seite gespielt, erste Halbzeit.
und beide haben es nicht hingekriegt, mal eine vernünftige Flanke, die auch nur ansatzweise gefährlich ist, mal da reinzuzimmern. Immer wieder auch abgebrochen, gar nicht erst versucht durchzugehen. Ja, ich weiß, Augsburg stand super, super gestaffelt, super eng. Ähm, ich gebe von sie heute eine 3. Wie gesagt, ich habe ein, zwei Situationen im Kopf, wo so fahrige Ballverluste waren. Ich meine, daraus ist nichts passiert. Wir haben den Ball jedes Mal zurück direkt erobert. Der Augsburg war halt super schwach. Aber ja, dann reicht halt eigentlich nicht zu mehr wie eine Note 3. Gut, dann haben wir Minjay. Minjay und Opa sind natürlich heute super schwer zu bewerten, meiner Meinung nach. Ja, weil sie eigentlich nichts zu tun hatten. Ja. Sie haben keine Ballverluste gehabt, keine Fehlpässe. Ich fand es wild, wo Kimmich irgendwie den Opa mal dazu zwingen wollte, dass er doch jetzt mal irgendwie in die Mitte zieht und den Schuss nimmt als Innenverteidiger am gegnerischen 16er. Das war eine wilde Aktion. Ansonsten die langen Bälle, die mal kamen, kannst du an einer Hand abzählen, die wurden wegverteidigt. Von daher, weiß ich nicht. Ist super schwer zu bewerten. Da ich aber Fonsi eine 3 gegeben habe, obwohl er ein, zwei wilde Sachen drin hatte, gebe ich beide eine 2,5. Die halbe Note besser und gut ist. Ja, sie haben sich auf jeden Fall keinerlei Fehler erlaubt. Haben natürlich aber das Aufbauspiel, obwohl Upa hat es teilweise mal ein bisschen schneller gemacht. Kimmich war wieder sehr lahmarschig, gerade erste Halbzeit. Von daher, ja, denke ich, passt das schon. Gut. Als nächsten haben wir Rafa Guerrero. Auch da war ich erstmal schockiert. Erste Halbzeit war das super schwach in meinen Augen. Ja. Lag aber auch natürlich daran, dass absolut gar nichts über diese Seite gespielt wurde. Warum auch immer. Ja. Katastrophe. Aber das Stellungsspiel, wo er eingerückt ist, nicht eingerückt ist, war super schlecht, war ganz, ganz wenig im Spiel drin. Zweite Halbzeit war es echt gut. Ja, hat mir echt gut gefallen. Da war er mehr im Spiel drin, war aktiver. Auch das Zusammenspiel mit Michael hat besser geklappt. Es ging aber auch mehr über die rechte Seite, fairerweise, muss man sagen. Ja. Das war echt fein. Von daher für mich eine 3 heute. Junge, mach mal hier nicht solche Faxen. Für mich eine 3. War schon Fonsi-Niveau, ja. Auch wenn Fonsi aktiver war, gerade erste Halbzeit. Aber im Großen und Ganzen war das schon fein. War das schon so ein Niveau. So, Stani und Buchmann haben wir nicht. Buchmann, wissen wir eh nicht, ob der überhaupt existiert. Gut, dann kommen wir zur ersten Streitpersonalie. Das ist Leon. Leon war für mich erste Halbzeit wieder so ein Fremdkörper. Ja. Hat lange gebraucht, so seine Rolle zu finden, fand ich. Hat dann 2 Szenen gehabt in der ersten Halbzeit, ja, wo er aufgerückt ist in den 16er rein. Hatte dann auch noch mal eine, ja, wo er mal ein bisschen. Zweite Halbzeit hat er die Szene gehabt, ja, die Vorlage für Harry Kane, er war im Strafraum noch mal präsent, ein, zwei Mal, er hat einen Schuss genommen. Der Ball auf Harry Kane war das perfekte Beispiel, ja. Augsburg war ein bisschen aufgerückt. Es war endlich mal Platz da und dann kann Goretzka-Dinge machen. Ansonsten hat der Goretzka Dinge gemacht, indem er aufgerückt ist in den 16er, wenn die super dicht standen. Aber ansonsten ist Neon da nicht zu gebrauchen. Ja? Weil er einfach, was soll Neon machen? Ja? Er ist nicht kreativ, gar nichts. Auch ein paar Linien hätte er da wahrscheinlich nicht gebrauchen können, was das Offensivspiel anbelangt. Ja, wenn da eine Fünfer- und eine Viererkette steht. Die haben einfach keine Ideen. Ne? Da kannst du froh sein, dass die nicht im Weg stehen oder dass die den Ball schnell weiterleiten. Also. Aber es war okay von Leons Seite, fand ich. Ja, ja, ich habe auch die ein, zwei schwächeren Szenen gesehen, keine Frage. Aber es war auf jeden Fall für mich eine auffälligere Leistung, als wie es gegen Pauli war. Ne? Und von daher bekommt der Leon von mir eine 3. Auch das war okay. Ja. Wegen mir hätte er noch ein bisschen mehr kommen können. Ich habe noch so ein bisschen so das Feuer vermisst, aber an einer Szene erinnere ich mich, erste Halbzeit, deswegen auch die Note 3. Er war der Einzige, der da mal versucht hat, ein bisschen zu pushen. Ja, das Spiel ist super lahmarschig gewesen. Wir haben Ballbesitz 100% gefügt gehabt.
Immer wie im Handball, rechts nach links, rechts nach links. Und Leon war dann der Einzige, der im Mittelfeld mal gepusht hat, ja. Der das Zeichen mal, komm, spiel doch mal schnell, mach doch mal schnell das Ding, ja. Ähm, auch wenn er es nicht hinbekommen hat, wenn er dann den Ball gekriegt hat, er hat ihn dann wieder 3 Meter auf Minje gespielt, hat dann schon wieder die Arme gehoben, er will den Ball wieder haben und hat selber auch keinerlei Ideen gehabt. Das war ein bisschen Katastrophe, aber er war wenigstens mal da und hat versucht, so die Mannschaft ein bisschen mitzunehmen. Und das hat mir gefallen und von daher denke ich, mit einer 3 ist er gut bedient, ja. Wir werden mal sehen, wenn er noch ein, zwei Spiele wird er ja kriegen. Ja, Conny Leimer ist ja anscheinend keine Option für den Winnie. Also wird ein Leon die Spiele kriegen. Ich denke gegen Paris, generell gegen Mannschaften, wo wir ein bisschen mehr Raum in der gegnerischen Hälfte haben, kann Leon auch ein bisschen besser stechen. Ja, als wie so gegen in so einem Spiel. Da kannst du Leon halt einfach knicken. Ja. Meiner Meinung nach. Gut. Dann haben wir King Joshua. War für mich heute auch nicht mehr wie eine Note 3. Ja. Gerade wieder erste Halbzeit, das Spiel super oft so lahmarschig gemacht, Alter. Katastrophe. Ja, dieselbe Diskussion wie im letzten Spiel gegen Pauli. Es war nicht ganz so schlimm wie gegen Pauli. Er hat ab und wann mal schon mal den Ball mal weitergeleitet. Aber auch hier wieder super oft angenommen, geguckt. Hallo, hallo, hallo. Ach ja, ich spiele mal den Ball dahin. Und das gegen eine Mannschaft, wenn sie denn mal aufgerückt war, was super selten der Fall war, super schnell wieder hinterm Ball war, ja. Und du musst einfach die Ketten ins Laufen kriegen. Das haben wir in null geschafft, weil wir super lahmarschiges Spiel hatten. Wann haben wir das geschafft? Zweite Halbzeit, wenn Michael mit ins Spiel eingebunden war. Weil dann ging es über Direktspiel, da wurde der Ball nicht angenommen und versucht zu dribbeln, wie auf der anderen Seite von Davis und Coman, die den Ball am Fuß und erstmal dribbeln und gucken und machen und tun. Nee, einfach mal direktes Spiel. Ja, einfach direktes Spiel, den Ball weiterleiten, gar nicht erst annehmen, direktes Spiel. Das ist der Schlüssel gegen so tiefstehenden Gegner. Ja. Und Kimmich kann ja vieles, das kann er nicht. Das kann er einfach nicht. Und das war heute teilweise auch wieder super, super schlecht. Ja. Ansonsten so die Chipbälle, ja, die kann er natürlich, hat heute auch ein, zwei von gespielt. Hat sich ja dann auch mal noch ein Herz genommen irgendwann, weiß ich nicht, warum er es dann erst aus 30 oder 35 Meter gemacht hat, warum nicht vorher die 13 Mal, wo er gefühlt am 18, 20 Meter mittig vom Tor war, habe ich nicht verstanden, aber gut, das ist sein Rätsel. Ja, ich denke, Kimmich ist mit einer 3 heute gut bedient. Aber für mehr reicht es auch nicht, meiner Meinung nach. Gut, damit kommen wir zu Kingsley. Ja, weiß ich auch nicht. Auch da tue ich mich super schwer. Ich gehe da auch in die Dreierschiene rein. Also er war bemüht, keine Frage. Gerade erste Halbzeit, ja, super aktiv mit Fonsi auf der Seite. Aber es ist einfach nichts bei rumgesprungen. Also nicht wirklich was. Ja. Aber er war bemüht, er hat alles versucht, er hat die Dribblings auch versucht. Heute zwar nicht oft, aber er hat es mal versucht. Hat versucht, die Flanken reinzuschlagen, war engagiert, ja. Aber auch da so der letzte Kick hat gefehlt. Aber es war jetzt nicht so, dass man sagt, wow, war das schlecht. Ja. Erst recht, wenn man dann mal gesehen hat, was Gnabry noch abgeliefert hat, nachdem er eingewechselt wurde. Also. Von daher denke ich auch King heute mit einer 3 sehr gut aufgestellt. Gut. Dann kommen wir zu Jamal. Ja, Jamal, so einer der wenigen Lichtblicke mit den Innenverteidigern und Harry Kane plus Michael. Ja, nehme ich die Benotung schon ein bisschen vorweg. Musiala war der, wenn er beteiligt war, wenn es gefährlich wurde. Ja, er hat es versucht, auch mal direkt zu spielen, hat auch viel selber versucht. Erinnere mich auch mit dem Querlegen. Ich weiß, Leon hat, glaube ich, auch den Ball dann reingespielt sogar, wo er dann den Kopfball versucht hat. Auch das war stark. Wenn was ging, ging viel über den Jamal. Ja, er war schon der aktive Part da mit vorne drin. Und von daher für mich heute Note 2. Auch wenn ihm nicht alles gelungen ist, auch wenn die Ketten waren super dicht. Er hat es auch super schwer gehabt. Ja, das darf man nicht vergessen. Er hat sich aber auch dann oft fallen lassen, um sich den Ball hinten abzuholen, um mit ein bisschen Speed auf die Ketten zu laufen. Das war schon gut. Das war schon gut.
Und da wir den Rest heute so mittelmäßig mit Note 3, ist es für mich eine klare 2 von Jamal heute. Und hätte Harry Kane nicht 3 Tore gemacht, ne? Aber Harry Kane wird das natürlich dann gleich nochmal toppen. Aber vorher haben wir natürlich Michael. Michael, wie gesagt, erste Halbzeit genauso wie Rafa leider nicht im Spiel eingebunden. Ich hab's bis jetzt noch nicht verstanden, warum. Ja. Wir haben immer auf die rechte Seite gespielt, haben dann von der rechten Seite wieder auf die linke verlagert und haben dann versucht, über die linke Seite durchzustoßen. Ich weiß nicht, ob es eine taktische Vorgabe war, keine Ahnung. Unsere rechte Seite war auf jeden Fall in der ersten Halbzeit relativ wenig im Spiel. Zweite Halbzeit sah das ganz, ganz anders aus. Und wenn es da mal gefährlich wurde, wurde es über entweder Musiala oder Michael gefährlich. Ja, der das Spiel einfach mal schnell gemacht hat, im Gegensatz zu der linken Seite. Ja. Da hast du immer wieder die Dribblings gesehen, immer wieder, ja, ich nehme erstmal den Ball, ich breche ab und dann spiele ich wieder auf den Fonsi, dann läuft der Fonsi dahin, dann spielt er wieder auf den King, dann bricht er ab. Da hast du nicht einmal mal einen Direktpass in die Tiefe gesehen oder mal einen Direktpass versucht, einen Musiala oder einen Harry Kane mitzunehmen. Das hat mir auf der rechten Seite viel, viel besser gefallen. Ja, da habe ich 3, 4 Mal den direkten Ball gesehen auf Harry Kane. Ja, die kamen auch nicht alle an, ja, aber zweimal kam es an, dann wurde es auch gleich gefährlich, weil mal ein bisschen Raum da war, was einfach mal schnell gespielt wurde. Ansonsten hat er noch einen Schuss genommen, der Michael, der jetzt nicht so platziert war, leider. Von daher, ja. Für mich eine 2,5, wenn wir Musiala eine 2 gegeben haben. Musiala war auf jeden Fall nochmal einen Tacken auffälliger, aber über Michaels Seite ging dann schon viel, zweite Halbzeit. Aber da erste Halbzeit auch nicht viel ging, Junge, ist es dann auch fair. Manchmal regt mich Excel auf, Leute. Gut, damit kommen wir dann zum ja. Was soll man zu Harry Kane sagen, Alter? Harry Kane hat es auch super schwer gehabt in dem Spiel. Ja, gar keine Frage. Hat trotzdem wieder mit nach hinten geackert. Auch gerade nach dem Elfmeter-Tor, wenn da mal eine Umschaltsituation war dann eine Mittellinie zu finden. Hat sich vorne immer wieder angeboten. Ja, hat 1, 2 Mal auch die falschen Entscheidungen getroffen. 1, 2 Mal zu unsauber auf Musiala gespielt, was genauso für Musiala auf Kane galt. Ja, aber du musst erstmal die beiden Elfer, die er erstmal beide selber rausgeholt hat, wenn man es mal nimmt. Und da musst du die beide mal so eiskalt verwandeln und dann musst du noch das dritte Tor als Sahnehäubchen oben drauf so legen. Ja, das ist. Weiß ich nicht. Ja. Für mich gibt's keine zwei Meinungen. Ja, das ist eine Note 1, Hedwig, fertig, Punkt. Brauchen wir nicht drüber diskutieren, wa? Gut. So viel zu der Startelf. Gehen wir mal rein in die Auswechslungen. Die werden wir nicht benoten, weil die Spielzeit viel, viel zu kurz war. Ja. Ich habe es ein bisschen verstanden, warum er so spät gewechselt hat, weil eigentlich war die Mannschaft gut im Spiel. Ja. Und ich habe jetzt auch nicht gesehen, ja, vielleicht Coman, die Seite hätte man ein bisschen eher wechseln können, dass man dafür nochmal Impuls gekriegt hat. Warum man wieder dann Michael ausgewechselt hat, ist einfach das Pudern von Leroy. Einen anderen Grund hatte das nicht. Ja. Michael war stark, war präsent, war mit die treibende Kraft in der zweiten Halbzeit über die Seite. Das hätte man sich schenken können. Auf der anderen Seite, ja, alles gut. Lieber ein bisschen das Ego streicheln. Michael ein bisschen schonen für Champions League. Wobei ich die Befürchtung habe, dass da wieder ein Leroy anfangen wird, aber anderes Thema. Ja, kommen wir erstmal zu Conny, der für Guerrero kam und dann gleich eine Flanke zugelassen hat als Rechtsverteidiger, was ein Guerrero vorher alles souverän wegmoderiert hat. War schon wieder ein starker Einstieg. Ich weiß nicht, ich verstehe nicht. Ich weiß nicht, was ein Vinny an Conny Leimer als Rechtsverteidiger sieht. Es geht in meinen Schädel nicht rein, Leute. Der Mann ist defensiv als Verteidiger eine Katastrophe. Müsst ihr echt mal drauf achten, wenn der Rechtsverteidiger spielt und da ein Gegner ist, der nur ansatzweise nach vorne spielt, wie viele Flanken der einfach zu. Der kriegt es nicht hin, Flanken zu verhindern. Ja? Und Augsburg, wie oft war Augsburg heute vorne? Ja? Und Conny Leimer war auf dem Feld, zack, über die Seite, direkt erstmal eine Flanke geschlagen. Also, ja, was raus entstanden ist, war super ungefährlich. Ja, zum Glück.
Aber das kann's doch nicht sein. Ja, also Katastrophe. Danach, ja, Augsburg war nicht mehr vorne, von daher ist nichts passiert. Ja, so können wir die Leistung am besten einordnen von Conny Leimer, Alter. Ähm, Weiß ich nicht, will ich gar nicht Conny Leimer irgendwie einen Vorwurf machen. Ich sehe ihn halt einfach nicht als Rechtsverteidiger. Ja. Aber gut, das muss jeder für sich selber beantworten. Als nächstes haben wir die nächste hochmotivierte Kanone, die da heißt Serge Gnabry. Auch das war mir für eine Einwechslung viel, viel zu wenig. Ja. Gut, er hat jetzt nicht einen riesen Fehler gemacht oder so, hat noch einmal gut nachgesetzt gehabt, auch wenn es nicht zu wirklich irgendwas geführt hat. Also er war präsent, er war da, aber irgendwie offensiv oder sowas war er nicht zugegen. Dasselbe kannst du für Leroy Sané dahin tippeln, der eher wieder mehr so, weiß ich nicht. Ich komme mit der Art und Weise einfach nicht klar. Es ist vielleicht einfach auch mein persönliches Problem, von daher alles gut. Geht in dieselbe Kerbe rein, wie es beim Serge war. Wenn ich eingewechselt werde in der 76. Minute, wo es noch 1:0 steht, dann erwarte ich einfach gegen den FC Augsburg, dass man brennt, dass man Feuer gibt und dass man auch was zeigen will. Ja? Dass man der Spieler sein möchte, der den Sack vielleicht zumacht. Und das habe ich bei beiden Spielern, die eingewechselt wurden, nicht gehabt. Gut, dann kommen wir natürlich zu dem wichtigsten Spieler in unserem Verein. Ja? Thomas Müller. Wow. Er durfte im bayerischen Derby ganze 2 Minuten offiziell spielen. Mit Nachspielzeit waren es dann 7. Joa. Modus ist Thomas Müller aufgefallen durch den super euphorischen Jubel mit Harry Kane. Ja. Aber auch da machen wir Thomas Müller keinen Vorwurf, wo er reinkam, war das Spiel fast gelaufen. Dann gab es den Elfer, da war das Spiel gelaufen. Alles gut. Das ist ja, was ich sage, das ist einfach Thomas Müllers Rolle in dieser Saison. Ja, Thomas Müller wird keine andere Rolle mehr einnehmen in dieser Saison. Es sei denn, Musiala fällt aus. Das ist einfach so. Da muss er sich mit abfinden. Ist ein bisschen schade, ja. Kurzer Exkurs, er hat einfach den Zeitpunkt verpasst, ja, um ins zweite Glied zurückzutreten. Aber das Thema haben wir gehabt, gehe ich jetzt hier nicht wieder drauf ein. Gut, zu guter Letzt haben wir dann noch einen Sacher gesehen für ein paar Minütchen. Mal gucken, ob ich den überhaupt noch hier finde. Da ist er. Ja, schön ihn wiederzusehen. Ich hoffe, der gute Mann bleibt endlich mal verletzungsfrei. Ja, das wäre mir ein Fest. War zweimal am Ball. Das ist alles, was wir sagen können. Ja, so sieht's aus, Leute. Mannschaftsnote vergesse ich immer wieder. Ne? Mannschaftsnote würde ich sagen, können wir eine 3 geben. Das war ein ordentliches Spiel. Gerade nach der Länderspielpause tun wir uns immer schwer. Ja? Gerade gegen Augsburg tun wir uns auch immer schwer. Heute hatten wir dann das Spielglück oder das erzwungene Glück der Elfmeter, was für mich beides Elfmeter waren. Es war mal wieder ein Trauerspiel zu sehen, dass beide Elfmeter erst durch ein VAR zustande gekommen sind. Weiß ich nicht. Ja, das kann man als Schiedsrichter auch mal sehen. Und gerade der zweite Elfmeter, da hat der Linienrichter aber sowas von freie Sicht gehabt, weil da waren nur diese beiden Spieler, Schlotterbeck, Kane. Da war nichts, noch ein Gewusel dazwischen aus seiner Sicht, ja. Da hätte ich mir einfach mal ein bisschen was gewünscht, ja. Und das erste Ding, ich weiß nicht, klarer geht's doch nicht. Ja, klarer geht's doch nicht. So. Da war Harry Kanes Kopf, der schon bereit war, den Ball einzunicken. Der Spieler geht da mit der Hand hin. Auch das kann mal ein Linienrichter sehen, wenn es der Schiedsrichter nicht sieht. Aber beide Sachen kann auch mal ein Schiedsrichter sehen. Ja, ja. Können wir heute froh sein, dass es eine VAR gibt, sonst wäre das Spiel heute wahrscheinlich 0:0 ausgegangen. Weil wir haben heute einfach so der letzte Funke hat gefehlt. Wir waren super bemüht, wir waren mannschaftlich sehr stark, wir waren hochkonzentriert, wir waren geduldig. Genau das brauchst du gegen so eine Mannschaft. Aber wir hätten heute wahrscheinlich, wenn wir keine Elfmeter bekommen haben,
360 Minuten spielen können und hätten kein Tor geschossen. Ja. Vielleicht irgendwann durch eine individuelle Klasse, wie es Harry Kane dann auch mit dem dritten Tor nochmal gezeigt hat. Ist ja nicht so, dass wir es nicht versucht haben. Wir haben es gesehen, 33 Torschüsse, Alter. Ja. Da waren viele Schüsse bei. Wir haben alles versucht. Wir haben Flanken reingeschlagen. Wir haben Distanzschüsse genommen. Wir haben Schüsse aus dem 16er genommen. Wir haben Kopfbälle genommen. Also wir haben wirklich alles versucht. Ja. Aber es war viel zu unplatziert heute. Ich weiß nicht, warum man den Torwart so in den Himmel gelobt hat. Alle Bälle, die er gehalten hat, waren halt super, super unplatziert. Ja. Wäre da nur ein Schuss mal richtig in die Ecke gegangen und nicht immer so auf schöne Höhe für den Torwart und dass der Torwart so ungefähr so machen musste. Ja, er hat natürlich gut gehalten, er war da auf dem Punkt, alles gut. Wir haben ihn natürlich auch warm geschossen. Aber man musste ihn jetzt auch nicht so in den Himmel loben. Das waren jetzt keine Weltklasse-Paraden, wozu er gezwungen wurde. Ne? Da fehlte ein bisschen so die Konzentration, das Spielglück, aber nochmal. Nach der Länderspielpause tun wir uns schwer und es war ein sehr, sehr starkes Spiel von uns. Wir haben Augsburg gar nicht ins Spiel kommen lassen. Das können wir jetzt so oder so deuten, dass Augsburg super schwach war oder dass wir so dominant und stark waren. Ich denke, es war wie immer eine Mischung aus beidem. Ja, deswegen sagte ich ja auch, war es für mich kein Derby, super enttäuschend, was Augsburg da abgeliefert hat. Allein wenn man auch die Zweikampfquote sieht, also ja. Aber nochmal, wir müssen das hier nicht schlecht reden. Ja, wir haben ein starkes Spiel gemacht, wir haben es souverän dann am Ende sogar 13-0 gewonnen, obwohl es lange nach dem 1-0 aussah. Aber auch da hatte man nie das Gefühl, oh ja, wir müssen jetzt noch zittern, der Augsburg wird jetzt gleich die letzten 10 Minuten aufmachen. Auch wo sie einen Vargas eingewechselt haben, ja, da kam gar nichts, Alter. Das war wie ein blaues Lüftchen. Ja. Gut, das ist meine Meinung zum Spiel, Leute. Verdient gewonnen. Super enttäuschend von Augsburg, hat keinerlei Gegenwehr geleistet, außer sich hinten reingestellt und gemauert. Da hat man dann auch nichts anderes verdient. Ja, für Augsburg dann natürlich ein bisschen unglücklich, dass es durch 2 Elfmeter gekommen ist, aber die beiden Elfmeter waren verdient. Wir hatten vorher genug Chancen, die wir einfach nicht konzentriert genug zu Ende gespielt haben, nicht konzentriert genug aufs Tor gebracht haben. Aber der Sieg ist hochverdient, da gibt es, glaube ich, auch keine zwei Meinungen. In diesem Sinne, Leute, wünsche ich euch ein super duper Wochenende. Wir können zurücklegen, können mal gucken, was die Konkurrenz macht, auch wenn es mich persönlich nicht interessiert. Ich drücke natürlich den Bochum an die Daumen, was jetzt nichts mit unseren Konkurrenten Leipzig zu tun hat. Aber auch die haben das Spiel noch nicht gewonnen. Und selbst wenn, wen interessiert es. Rot-weiße Grüße gehen raus, wie immer an dieser Stelle, Leute. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.